Ja, guten Tag, liebe Lü. Fein, dass ihr inschalt habt und wer ihn mal wie ein Fairtalk-Gast sehen will. Ein Fairtalk auf Platt. Ja, soll ein plattischen Fairtalk werden, aber das war nur doch nicht so ein richtigen plattischen Fairtalk, als sie das wähnt sind. Wie schnackt über Platt, aber wie schnackt Hochdeutsch. Warum das so ist, das wird die Glicks gewor, aber vorher noch dit. Und ich wechsle jetzt einfach mal in diese andere Sprache, die wir hier bei mir auch noch schnacken, nämlich Hochdeutsch. Über das soziale Netzwerk Facebook habe ich eine, wie ich finde, hochinteressante Frau kennengelernt. Sie heißt Rachel Sheng und wohnte bis vor einiger Zeit in Taipei. Möchte jetzt nicht schulmeisterlich sein, aber darf trotzdem noch dieses sagen. Taipei ist die Hauptstadt von Taiwan und ist Luftlinie ungefähr 9000 Kilometer von uns entfernt. Heute ist Rachel extra für dieses Interview aus Frankfurt angereist mit der Bundesbahn. Rachel, herzlich willkommen zu unserem Interview bei Fairtalk an Land. Wir sitzen hier wieder einmal fein kommodig, wie das so schön auf Platt heißt, im Weserschlösschen. Draußen ist ein fürchterliches Wetter. Aber Fairtalk an Land hat dann trotzdem seinen Namen verdient, weil die Fähre ist ja ganz in der Nähe. Zurück zu dir, Rachel. Wir kennen uns, wie ich bereits erwähnt habe, über Facebook seit einiger Zeit und deswegen weiß ich, dass du zumindest, was die Wohnorte angeht, ein bewegtes Leben führen musst. Ja. Magst du ein wenig über die Gründe erzählen und welchen beruflichen Hintergrund das Ganze hat? Ja, also ich bin Rachel. Ich komme aus Taiwan, eine Insel in Asien, auf der sich der Taipei 101 und TSMC befinden. Ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder und wenn man mich nach meinem Beruf fragt, sage ich oft, ich bin Hausfrau. Aber ich bin auch Origami-Künstlerin und Sängerin. Ich singe Lieder aus aller Welt und ich übersetze englische Lieder und deutsche Lieder ins Chinesische. Also in Taiwan sprechen wir, unsere Amtssprache ist Mandarin. Ja, also Chinesisch, Mandarin. Und wenn ich noch etwas Zeit habe, dann mache ich Videos und bringe den Leuten englische und deutsche Lieder bei. Nach dem, was du so erzählt hast, also du bist seit vielen Jahren auch in Deutschland, hast in Deutschland gelebt und seit einiger Zeit wieder in Deutschland. Ja, also mein Mann ist Diplomat aus Taiwan. Unser Leben ist ein ständiges Kommen und Gehen. Und wir sind die sogenannten modernen Nomaden. Und wegen des diplomatischen Rotationssystems leben wir abwechselnd in Taiwan und Europa und meistens in Deutschland. Darum ist Deutsch sprechen ein Muss für uns, besonders für die diplomatische Familie. Du hast mir erzählt in den Vorgesprächen, die wir dazu geführt haben, ihr habt 3 Kinder, die mittlerweile alle in Anführungsstrichen erwachsen sind, Ja. die aber auch in Deutschland aufgewachsen sind, also Ja. aber zweisprachig aufgewachsen sind. Genau. Ich muss sagen, ihr Deutsch ist besser als ihr Chinesisch. Ja, sie können nicht so gut lesen oder schreiben. Ja, Aber sie können sprechen. ja, sprechen überhaupt kein Problem. Ja. Kann man das erklären? Warum hat das mit euch zu tun gehabt, mit der Art und Weise, wie ihr mit diesen Sprachen umgegangen seid? Dass sie zwar sprechen können, weil sie Ach wahrscheinlich so, es ist aber so, nicht so gut schreiben können? Deutsch können sie wie Muttersprache, Ja. ja alles. Aber da wir die meiste Zeit in Deutschland gewesen sind, gingen die Kinder in die deutsche Schule. Ja, es gab zwar chinesische Schule, aber das war nur am Wochenende. Und ich musste als Mutter, als Hausfrau, musste ich meine Kinder Chinesisch beibringen. Und das Chinesisch lernen ist gar nicht so einfach. Vor allem, man hat die Umgebung nicht. Deshalb mussten die Kinder Wort
von Wort bei Wort lernen. Und das Schreiben lernen, das dauert. Ja, und natürlich, als wir in Taiwan waren, gingen unsere Kinder auch in die taiwanische Schule, aber nicht so lang wie in Deutschland. Deshalb konnten sie nicht so perfekt schreiben oder lesen wie ihr Deutsch. Sie studieren jetzt, Sie leben alle in Deutschland? Ja, zurzeit alle in Deutschland. Alle in Deutschland, ja. Und studieren auch in genau, Deutschland? Genau, meine Tochter Sophie und mein Sohn Peter, sie studieren in TU Berlin. Und David bleibt bei uns in Frankfurt. In Frankfurt, gut. Ja. Also auch das hast du mir erzählt, seit 8 Monaten lebt ihr wieder in Frankfurt? Ja. Vorher 3 Jahre in Taipei? Ja, es ist so, dann muss ich dann zwischen 2015 und 2021 sind wir in Berlin und Hamburg gewesen. Ja, und damals habe ich schon, als wir in Berlin waren, habe ich als ehrenamtliche Helferin gearbeitet, in der Schule oder im Kindergarten oder bei Seniorentagesstätte oder in Seniorenclubs. Und ich habe schon als Sängerin gearbeitet. Ja. Gut, das habe ich schon angedeutet, soziale Medien, bin über Facebook auf dich aufmerksam geworden, weil du immer wieder Videos gepostet hast, mit Liedern, die du selbst eingesungen hast. Aber damit nicht genug. Du singst Lieder auf Plattdeutsch. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt jemand, der Taiwan als seine Heimat angibt, auf die Frage und die Idee, Plattdeutsch zu singen? Das war so, als wir in Berlin waren, also ich war Sängerin und in dieser Zeit, während dieser 3 oder 4 Jahre habe ich 300 deutsche Lieder gelernt. Also Volkslieder, Schlager, Kinderlieder, Weihnachtslieder, alles. Und eines Tages habe ich auf YouTube "Da du mein Liebsten bist" gehört. Hey, was für eine Sprache war das? Ich musste unbedingt lernen. Ich wollte dieses Lied meiner Senioren vorsingen. Also dann habe ich angefangen und danach, ich glaube Ende 2018 wurde mein Mann nach Hamburg geschickt als Generalkonsul und da habe ich mehr Kontakt mit Plattdeutsch-Lieder, aber Ende 2021, damals war noch Corona-Zeit, kehrten wir wieder nach Taiwan, nach unserer Heimat. Und dort sollten wir 3 Jahre bleiben. Und ich war in Taiwan mit meinen 300 deutsche Lieder und Plattdeutsch-Lieder. Und die Sorgen, dass ich diese Lieder wieder vergessen könnte. Und da eines Tages dachte ich konnte doch auf Facebook gucken, ja. Und das sind so viele private oder öffentliche Gruppen. Ja, da habe ich ein paar gefunden, ja. Zum Beispiel Deutsche in Taiwan oder ich lerne Deutsch oder besseres, Freunde, denen Plattdeutsch gefällt oder Plattdeutsch, Platt von Hamburg oder Plattdeutsch, die schönste Sprache der Welt. So habe ich ein paar Freunde, die ich nie vorher getroffen habe, kennengelernt. Zum Beispiel Friedrich Snorre in Hamburg oder Klaus Peter oder Margret in Hamburg oder Timmerhorst in Schleswig-Holstein. Und die haben mir Liedertexte geschickt. Sie wollen, dass ich ihre Lieder singe. Und dann habe ich dann gefragt, konntest ihr mir dann vorlesen, damit ich Plattdeutschlieder besser singen kann. Also so bekam ich so viele Lehrer und Lehrerinnen. Ja, das Erstaunliche, wenn man dich singen hört, wir werden vielleicht zwischendrin oder ganz bestimmt am Ende mindestens ein Lied von dir auf Plattdeutsch hören, hier im Rahmen dieser Sendung. Also wenn man dich hört,
es ist fast perfektes Plattdeutsch, was du sprichst. Wirklich. Ich habe Aber gute die Lehrer. Frage, du hast die Frage zum Teil schon beantwortet. Ja, wie lernst du deine Texte? Also du hast Menschen, Ja. die dir die Texte genau. einsprechen und danach lernst du sie. Also zuerst, vielleicht hörte ich etwas auf YouTube, ein Lied zum Beispiel, aber auf YouTube-Videos gibt es normalerweise keinen Text, keinen Liedertext. Es wird schwierig, denn ich kann nicht so singen. Ich kann nicht so einfach nachmachen oder alles verstehen. Und als ich in Hamburg war, habe ich oft meine Freunde oder Freundinnen in Norddeutschland gefragt. Sie haben mich dann oft erklärt oder beigebracht, wie ich richtig aussprechen konnte. So kam das. Ja. Und so hast du Text für Text gelernt mittlerweile? Also ich konnte, wenn ich Plattdeutsch Texte lese, kann ich vielleicht 50% verstehen. Aber manche Ausdrücke konnte ich nicht, wirklich nicht. Dann musste ich fragen. Ich habe immer gefragt. Ja. Naja, ich kann das bei dir an dieser Stelle vielleicht erzählen. Wir hatten vor einiger Zeit das Problem mit einem plattdeutschen Begriff, die Slave. Ja. Lötche Slave aus einem Lied, was du vielleicht gleich noch singen wirst. Ja, in der Originalbedeutung ist das der Schöpflöffel oder die Suppenkelle. Aber im übertragenen Sinne, auch im Plattdeutschen, ist das ja das kleine, niedliche, selbstbewusste, ein bisschen frech, auch das Kind, was gemeint ist. Und es gibt keine Übersetzung und wahrscheinlich ins Chinesische wird es noch schwieriger, oder? Wie hast du das Problem gelöst? Also doch in Chinesisch kann ich leichter einen Ausdruck finden, aber nicht auf Hochdeutsch. Ja, also ich werde mal immer versuchen, die Texte zu übersetzen. Ja. Also du hast dann in Hamburg entdeckt, es gibt eine zweite Sprache hier in Norddeutschland. Ja, erst in Hamburg habe ich entdeckt, dass diese Sprache Plattdeutsch heißt. Und also Plattdeutsch war damals für mich so elegant, aber gleichzeitig diese Sprache konnte auch sehr humorvoll sein. Und deshalb wollte ich diese Lieder lernen. Aber Plattdeutsch zu sprechen, das ist wirklich, so ehrlich gesagt, leider zu schwierig für mich, denn es gibt Hamburger Platt, also Schleswig-Holsteiner Platt, Dithmarschen Platt. Ich finde keinen Unterschied, aber lesen konnte ich ein bisschen. Ja? Wenn man mir ein kleines Büchlein auf Platt geben, dann konnte ich so langsam lesen. Und ich habe für einige Zeit täglich ein bisschen vorgelesen. Ja, das macht Spaß. Aber ich wollte auf das Singen konzentrieren, denn ich habe oft Auftritte in Hamburg und bei fast jedem Auftritt habe ich auf Platt gesungen und glücklicherweise alle haben mitgesungen und das macht so viel Spaß. Das war ein Gefühl, das Zusammensein in Norddeutschland. Also deshalb wollte ich das Singen lernen und ich wollte eine Brücke sein zwischen Deutschland und Taiwan. Ich wollte, dass die Taiwaner nicht nur über deutsche Volkslieder wissen, sondern auch Plattdeutschlieder wissen. Ja. Sprichst du jetzt im Alltag, könntest du einen plattdeutschen Satz schon formulieren? Nein, leider nicht, muss ich ehrlich sagen. Denn also ich bin fast, ich glaube, mehr als 4 Jahre nicht mehr in Hamburg, nicht mehr in Norddeutschland. Und als ich in Taiwan war, da war ein bisschen mehr als 3 Jahre, habe ich mehr
Lieder auf anderen Sprachen gesungen. Ja, deshalb, ja. Also Plattdeutschlieder ist ein kleines Teil von meiner Liederdatei. Ich kann wahrscheinlich 1000 Lieder aus aller Welt, aber Plattdeutschlieder ist meine private Liebe. Und ich habe die so lieb, dass ich sogar in Taiwan, als ich Lieder sang, habe ich Plattdeutschlieder gesungen und habe vorgestellt, das ist Deutsch und das heißt Plattdeutsch. Und also das ist eine schöne Sprache, ihr müsst unbedingt zuhören und so weiter und so weiter. Wenn du diese beiden Sprachen vergleichst miteinander, Hochdeutsch und Plattdeutsch, ist dir was aufgefallen? Also ich frage einfach deswegen, weil ich natürlich ich bin Muttersprachler. Meine erste Fremdsprache war Hochdeutsch, darf ich dazu sagen. Ja. Habe ich in der Schule gelernt. Und ich vergleiche diese Sprachen immer auch so sprachgeschichtlich miteinander, jetzt von außen betrachtet. Fällt dir was auf, was du... Also grammatisch diese Endung ist viel leichter. Und wie sagt man, Plattdeutsch ist ein bisschen mehr melodisch. Ja. Melodisch und weich, muss ich sagen. Und für mich einfach schön. Und Hochdeutsch ist so, ich muss immer darauf achten, dass ich diese kurze E oder lange E aussprechen. Ja, natürlich gibt es auf Platt auch, also diese kurze E oder lange E, aber Hochdeutsch muss man, sagt man, es ist härter, ein bisschen härter, ja. Ja gut, wir müssen dann einen Weg finden, diese Sprache dann vielleicht noch sprechen zu lernen, außerhalb der Kunst, plattdeutsche Lieder zu singen. Also wir finden da einen Weg außerhalb dieser Sendung. Rachel, ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wollen nicht zum Schluss kommen. Ich werde mich schon mal von meinen oder von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern verabschieden. Aber du hast versprochen, bist nicht alleine gekommen. Du hast deine Gitarre mitgebracht. Ja. Abenteuerlich mit der Deutschen Bahn. Du hast auch gelitten unter der kaputten Brücke kurz vor Oldenburg. Der Zug kam nicht unbedingt pünktlich, sondern ein kleines bisschen später, aber wir haben es trotzdem zeitlich gut hinbekommen. Und du hast versprochen, ja, mindestens ein Lied noch zu singen. Darf ich schon sagen, welches das ist? Matrosen an Land? Oh, ja. Ja? Okay. Du darfst aber dich gerne auch gegen dieses Lied entscheiden. Wenn wir noch mehr Zeit hätten, dann würdest du beide singen. Dann entscheidest du und die Leute werden am Fernseher merken. Ich probiere erst, da du mein Liebsten bist. Ja, gut. Ja. So. Okay. Ja, herzlichen Dank, dass Sie uns zugeguckt haben. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder vielleicht ein Fair-Talk au Platt, richtig bloß au Platt. Aber Rachel, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und wenn wir das Gefühl haben, du könntest jetzt auch einen Fair-Talk ob Platt mit mir machen, dann treffen wir uns ein weiteres Mal. Vielleicht in Hamburg, vielleicht in Berlin, vielleicht in Frankfurt oder noch einmal in Nordenham am Fähranleger in Weserschlösschen. Herzlichen Dank. Danke. Bitte schön, du bist jetzt dran. Komm wieder nach, sech, wo
an de kammer, de fot an de kling. Vader meent, moeder meent dat de wind. Vader meent, moeder meent dat de wind. Komt dan de morgenstund, krijg de aan. Leefste min, dan lust du gaan. Leefste min, dan lust du gaan. Sachen den gang hängen, ist mit de kling. Vader meent, moeder meent dat de wind. Vader meent, moeder meent dat de wind. Als der grüne Watermann spönt so weg anheben, Flaubuch Atten her von See, gute Welt und Leben, glitscht ein Kind auf warmem Bug, Stroll in dieser Welt, so kennst du ut Morderu, Süder bis Not. Ich will die den ganzen Tag ob min Schule tragen, Rönen mit mir der Luft wegblieft, Öwens dran langs jagen, Kragellen lachen, die vertellen, wo stolli ob die bin. Wer kommt an Bord, du bist da, Stickelhoch. Lütsche han in meine Hand, Fußtappen in Sand, über Meerstraten, Matrosen an Land. Große Augen kickt mich an, Harten war nicht old, wie schlabbert is, trinkt rote Brus, mein Lady ist nicht mehr kalt. Golle Kuh kickt nicht zurück, Kerl die blau von Heben, du und ich wie Bruchtfälle, Lütsches Lev. Lütsche han in meine Hand, Fußtappen in Sand, über Meerstraten, Matrosen an Land. Ich will dir helfen gegen Angst, weiß nicht, bam mein Kind, snack mit Katten, Wille Fuchs, Worte, Böhm und Wind, und wie es trickelt aus her, ohne Weh und ich will, mit Antworten sind dumm Golos, Golos Matros. Lütsche han in meine Hand, Fußtappen in Sand, über Meerstraten, Matrosen an Land. Lütsche han in meine Hand, Fußtappen in Sand, über Meerstraten, Matrosen an